Was geht ab, ihr Dragon Ball Suchtis? Willkommen zurück hier zum Schlussspur beim Let's Play von Dragon Ball Xenoverse 2. Ich weiß, Schlussspur sage ich immer, sage ich des Öfteren. Vor allem in solchen Situationen, aber zumindest Schlussspur vom Togepedia. Ich glaube, hier wird nichts mehr ergänzt. Mit irgendwelchen DLCs habe ich so meine Zweifel. So, wie ihr sehen könnt, hat sich ein bisschen was getan. Ich habe da offscreen hier noch nicht nur bei der ersten Quest, neue Salzspaltärger, noch ja, den Weg ganz links, was ist das, ein Rhombus? Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Sektor müssen ein Rhombus sein. Nee, Quatsch, ein Rhombus ist ja viereckig, beide Seiten sind jeweils parallel zueinander. Egal. Jedenfalls das Sechseck-Symbol da links habe ich noch gemacht, einfach mit dem Charakter, der hier nicht aufgeführt ist, ganz einfach. In diesem Fall war es, glaube ich, keine Ahnung, wer war es? Bardock? Nee. Thales? Nee, auch nicht. Irgendjemand, nein, Piccolo, aber keine Ahnung, genau, Piccolo war es. Piccolo. Und ja, war halt, wie man sich das denken konnte, ist nichts passiert. Piccolo war einfach dabei, hat mit uns gefahren gegen beide. Vierfache Super Saiyajins als Gegner, von dem her ganz normal. Und da habe ich mir die Freiheit genommen, offscreen auch noch die anderen zu machen. Diese sechseckigen Symbole. In diesem Sinne einfach jeweils einen Charakter zu nehmen für jede Geschichte. Einen Charakter nehmen, der nicht aufgeführt wird. Weil dann passiert auch nichts Besonderes. Natürlich hier nicht, weil, ja, hier bringt noch nichts. Heldengeschichte hatten wir bereits gemacht, deswegen haben wir auch noch Champion des Wandels und alle anderen gemacht. So, das heißt, die Quest war einfach so, wie man sich denken könnte, ohne etwas Spezielles. Also von dem her wirklich nichts Besonderes. Wir wollen heute natürlich mit etwas ganz anderem Speziellen beginnen, und zwar hier mit den Zweigen. Wir haben hier Broly, Bardock, C18 und dann noch die alternativen Wege. Bei dem muss ich noch gucken, ob es überhaupt Sinn macht, die alle zu machen, oder ob es irgendwie sinnvoller wäre, nur einen zu machen oder so. Wir sehen es gleich. Jetzt erstmal legen wir los, ja, von der Selbstspieler mit, ich würde sagen, Broly war, könnte interessant werden. Habe ich Broly eigentlich schon dabei? Irgendwo müsste er sein. Ja, Broly. Und wieder mal vergessen, meine Special-Attacke anzupassen. Ach, wenn das Doppelfall und Flash irgendwie geht da drauf. Ist egal. Ich setze Final Kamehameha sowieso viel zu selten ein, weil es auch selten trifft. Mit meiner Spielweise vor allem. Trifft zu selten. Egal. Alter, ist der fett. Also Broly mal natürlich. Alter, wie groß der ist. Ist der eigentlich im neuen Film Dragon Ball Super Broly auch so groß? Ich glaube eigentlich nicht, wa? Weil so wie ich da gehört habe, soll Broly sich von seiner, wenn er sich wandelt von ja, so einer Grundform, in der er Super Saiyajin dürfte er nicht an Größe zugewinnen. Egal, komm, wir können es überspringen, wir kennen das sowieso schon. Alter Broly, ey. Ja, finde ich interessant, wann gibt es nachher zwei Brolys? Den Broly, den man eigentlich aus dem Film kennt und insofern nur Anime ist und nicht Kanon. Ja, ich weiß, Kanon ist ein Zeichen von Dragon Ball sowieso. Das Wort kannst du eigentlich vergessen, ey. Aber egal. Ja, eigentlich gibt es sogar drei Brolys, wegen Future Broly noch, aber ist ein anderes Thema. Ne, zwei, ja, kann man sagen, zwei Brolys. Den Broly und den aus Dragon Ball Super, aus dem Film, weil der ist eigentlich auch Kanon. Weil von Akira Toriyama persönlich und basiert auf dem Manga, deswegen auch kein Super Saiyan Blue Beyond Stufe, was Vegeta kann, und keine Super Saiyan Blue Kaioken, was Goku kann. Naja, ist ein anderes Thema. Ich weiß, ich schweife ab. Aber dafür sehen wir mal Vegeta als Super Saiyajin Gott, das ist natürlich auch interessant. Weil die Form hat der Manga ja erreicht. Im Anime theoretisch auch, weil sonst geht der Super Saiyan Blue nicht, aber ja, ist einfach nie ersichtlich gewesen. So. Ich nehme jetzt mal an, dass das hier gleich sein dürfte. Und während des Kampfes, wie gewohnt, weil wir das Pol dabei haben, passiert irgendetwas Krasses. So, jetzt kommt gleich C13 noch. Und da kommt C13. Altes Modell. Aber er kennt ihn immerhin, ne? So interessant. Die Musik ist ein bisschen anders.
Was zum... Cell! Ja, ist klar. Ah, ich wollte gerade... Yeah, Broly-Attacke, Broly-Attacke, Broly-Attacke. Übrigens, Leute haben eine neue Attacke hinzugefügt. Bäm, Zeitsprung, Blitzspießer. Ich weiß, es ist eine physische Attacke, also eine physische Super-Attacke. Und die habe ich überhaupt nicht geskillt, aber ich fand die einfach so geil von Hit. Weil ich eben mal Master rekrutiert hatte und so, weil ich dachte, brauche ich sicher mal noch Hit. Und ja, war der erste Move, den ich von ihm bekommen habe und Hit macht Spaß. So. Oh, ich hab's doch gesehen. Sorry. Macht schon Spaß. Broly hat auch seinen Spaß, obwohl er gerade irgendwie verliert. So, zum legendären Super Saiyan, wa? Lass Broly in Ruhe! Oh, von den Rücken, cool. Ja, ich weiß nicht, ist noch nötig? Oh, super, jetzt flippt er aus. Oh, stimmt, der kommt ja jetzt. Oh, scheiße. Ja, so viel dazu. Na komm, kann Spaß machen. Broly gegen Cell, das ist mal ein Fight, der nicht lange dauern wird, das weiß ich, aber trotzdem. Ah, gut, von mir aus. Hey Broly, guck mal. Kennst du den Move noch? Kennst du ihn noch? Kennst du ihn noch? Ja, natürlich kennst du ihn. Nur einfach von dir. Ich bin aber echt cool. Dann machen wir langsam Attacken. Ja. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. So. Was zu? Hey Broly! Wie geht's? Wie steht's? Muss mal ein bisschen beruhigen, ja, Alter? Da geht ein Blutdruck. Ups. Ja, das Problem an diesem Move von Hit ist, dass ich ihn nur in unmittelbarer Nähe einsetzen kann. Aber mit der richtigen Kombi ist es eigentlich sowieso... Ey, Alter! Da ist Broly so fett. Seht ihr, macht trotzdem ein bisschen Damage. Und ja, ich glaube, du brichst sogar die Abwehr, kann das sein? Bin ich jetzt so ganz sicher, aber müsste eigentlich. Also ich finde ihn cool. Ja, jetzt kommt er mit seiner Blasattacke, willst du ihn verarschen? Ja, so geht's natürlich nicht, Michael, aber egal. Schon vorbei. Das war's schon? Bin ein bisschen enttäuscht. Rang S wie schlecht. Naja. Natürlich nicht ganz. Ja. Also, beruhigt. Okay. Goku kommt nicht. Alles klar. Ja, wir kommen schon, wir kommen schon. Ja, ja, Freunde. Da sind so die Dinge mit Broly und KKG. Da wird sowieso lustig im Film. Dragon Ball Super Broly. Der Broly soll zwar natürlich ähnlich sein wie dieser Broly, aber ist trotzdem ein bisschen anders.
Und was noch viel interessanter ist, wie ich finde, ist es vom Stärkelevel her. Weil Broly soll offenbar gefährlicher sein als Bios. Also generell soll er eigentlich, seine Energie soll stärker sein als die eines Gottes der Zerstörung. Passt. Vor allem, weil Broly vor allem in früheren Spielen, ich denke so an die Dragon Ball sag ich schon, an die Game Boy beziehungsweise Game Boy Color Ära, so mit Dragon Ball Z legendärer Superkämpfe und sowas in der Art. Damals wurde Broly noch als Gott der Zerstörung betitelt. Plötzlich tauchte Bios auf, war natürlich alles futsch, aber ich meine nur, so als Theorie. So, ich glaube, wir nehmen ganz kurz noch Bardock mit. Und dann machen wir, glaube ich, wieder eine andere Mission, wa? Weil immer die gleiche natürlich sowieso langweilig, müssen ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wa? Die Alternativ machen wir auch ein anderes Mal. Hey, ja. Na, fehlt noch C18 hier, okay. Machen wir vielleicht die Alternativ mit Fu noch? Ne, wir würden gerne ein bisschen runter. Vielleicht eines weiter unten. Jo, mal schauen. Wir können ja die letzte Mission machen. Also die letzte, die, wo ich Mr. Satan brauche, ist der einzige und die haben auch wieder 100%, die meine ich. Da, wo es, glaube ich, um Kampf gegen Fu geht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, gegen Fu. So, kenne ich auch alles. Da sind die Cyborgs. Und ich bin gespannt. Ich helfe gerne. Was zum? Mann, ey! Such mal einen etwas anderen Kampfstil gerade aktuell. Ey, also unfair zu 17. Jetzt kommt der noch ernsthaft. Was ist das für ein Move? Du willst Stress, Mann? Kriegst du. Das wirst du bereuen. Wie kann man jetzt so schnell? Ja, natürlich war es so schnell. Und tschüss, C17. So, einer weniger. Die ist auch schon down. Dann fehlt noch bloß noch C13. Naja, weil es kann. Oh yeah. Wo ist er? Wo ist er? Ich will gerne Special Beam Ken einsetzen. Sind die da? Können klappen. Jo. Das war's schon. Wieso quatschen die immer aus meinem PS4-Controller raus? Das war der Switch sicher nicht so. Und da kommt Son Goku. Okay, doch interessant. Da kommt Son Goku nur dann, wenn ich mit der Zeitreise vom Fu unterwegs bin. Bardock macht keinen schlechten Job. Schön in den Rücken. Wer es mag. Bäm! Ich liebe den Move Hit.
Ja, Hit ist halt ein echter Hit. Du, 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 du. So, das war's. Null Probleme, oder? Und das war die Bardock-Story. Oh yeah. Jo, in dem Tempo weitermachen. Relativ flotte Grotte durch, wa? So. Sehr schön, sehr schön. Jo, wir haben noch über 4 Minuten Zeit. Theoretisch sogar noch mehr, weil ich jetzt sowieso im Schlussspur bin hier und deswegen auch ein bisschen überlänger machen und so. Momentan kommt eh nur ein Paar pro Tag und insofern und dann ein bisschen mehr machen. Ganz kurz gucken, hätten wir hier noch etwas Interessantes? Jakko, Whis, Bivus, Mirsatan, Krillin. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Willkommen Herausforderer. Ja, gut, aber natürlich ein tiefer Weg mit Son Goku. Goku gegen Goku, das finde ich interessant. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Goku gegen Goku. Aber wisst ihr was, machen wir es ganz kurz anders, weil, wie gesagt, Goku fände ich jetzt interessant, klar, aber wenn schon Goku, dann will ich auch noch ein bisschen andere Moves zeigen. Also andere Moves in diesem Sinne heißt es eigentlich mehr, dass Son Goku da halt, ja, Doppel Kamehameha und so, wa? Weil wir es können. Doppel Super Kamehameha. So. Yokasa. Ja, schade, dass ich jetzt hier im Togepedia drin bin und ich nicht so die Moves also auch vor Beginn eines Kampfes nicht die Moves tauschen kann. Das finde ich ein bisschen schade. So, also mit Son Goku und dann müssen wir gucken, vielleicht mache ich noch mit Cell. Mal schauen. Habe ich Cell eigentlich schon dabei irgendwo? Nö, da fehlt noch was. War das jetzt oben? Der war oben, super. Gut. Hit. Der ist so ein Hit. Ach ja, wo setzt sich Hit ein, wa? Müssen wir schauen. Du scheinst stark klar. Ja, wir sind zu dritt, aber ja, du scheinst stark klar. Goku interessiert keinen und Fu können sie nicht sehen. Insofern passt ja so. So, nochmal Mikrofon müssen richtig heranrücken. Ja, jetzt. Für euch vermutlich kein Unterschied, für mich, ja, von der Optik her schon ein bisschen. So, da ist Sally Boy. Nö, den Move hat er gesehen, Cell. Sag mal, kannst du bitte mal unten bleiben? Was ist mit dir los, Kumpel? Goku, der ist gerade mein Gegner. Kümmere dich um die anderen Cyborgs. Mann, Cell. Mach keinen Spaß. Mach einen großen vor. Hey, das ist mein Move. Siehst Scheiße. Okay, du willst spielen, Cell? Spielen wir. Zeitsprung! Mann, kannst du mal unten bleiben? Alter! So, Alter! Aua! Voll in die Fresse! Nein! So, schon besser. Das ist mal richtig schwach hier. Sag mal, was ist los mit dir, Alter? Bleibst du gefälligst mal unten, wenn ich das dir sage? Alter, was für ein Penner. So, ein Wurf geht so. Er stirbt nicht. Nein, was ist jetzt so passiert? Muss ich das anderen Cyborgs platt machen?
Ich würde gern was anderes setzen. Okay, er ist bereits tot, da muss man um den nicht mehr kümmern. Alter. Mann, dann stirbt doch mal, Cell! Tschüss! Auf mich los? Nee, okay. Machen wir erstmal das Herzenblatt. So. Dann fehlt noch C17. Alter, Cell ist zurück. Ich sage es nochmal, Cell ist zurück. Ja, ich sehe schon, ihr habt leichte Probleme. Da kann niemand einen scheiß Move einsetzen. So, Cell, wir zwei, wa? Jetzt kommt er. Super perfekt, Cell, wa? Und natürlich ist er bei voller Gesundheit. Okay. Au! Einmal. Ja, hätte auch klappen können, Cell. Was? Wow! Steht plötzlich hinter mir. Geht, nimm den Breaker, geht nicht mehr. Nein, ist nicht mehr ein neuer Kampf. Okay. Mann, der stirbt einfach nicht. Stirb gefälligst, Cell. Stirb! So. Der kommt nicht mehr zurück. Außer Fu manipuliert nochmal die Zeitlinie. Alter. Ich kann Cell langsam nicht mehr sehen. Ich habe eine Cellallergie. Mhm. 何言ってんだじっちゃん。オラこの歴史のために頑張っただけだぞ。Ja, ich lach später. さっきギクッという心の声が聞こえとったぞ。めってね。まあいいわい。それにしても今回は何とも言えん終わり方じゃったの。そうね。人造人間たちの乱入はあったけど、結果的にはセルを倒して世界を救っちゃったわけだし。さすがのフィューも今回ばかりは悔しがってるんじゃないかしら。ところがそうでもないんだよね。歴史っていうのはいろいろな出来事がつながって、君たちの活躍のおかげでセルゲームは開催されず、この世界の誰も、それによってこの世界の孫悟空は死なずに済み、サタンも世界を救った英雄にはならなかった。今この瞬間に発生した改変がこの世界の未来にどれだけ大きな歪みを発生させたと思う？そんなわけで今回もたっぷりエネルギーが手に入る。じゃあそういうことで
また次も頼んだよ。 Naja, ciao, ciao. Hau ab, du Penner, ey. Ich will ja keiner haben. So. Nochmal den Energieabsorber. Meine Güte, ja. So, trotz allem war interessant. Ja, so viel dazu, war. Ja. Was machen wir da, Freunde? Was machen wir da? Wie gesagt, fehlt noch viel. Das ist der einfachste. Fehlt ein einziger Kampf, fertig. Ja, also müssen ja noch so viele Alternativdinger sein, wa? Gut, hier sind es nur noch 3, das heißt eigentlich noch 5 Kämpfe, maximal. Da sind es noch viel mehr und hier oben 7, da sind es noch 5. Da sind nur 6. Was ist überhaupt? Yamchu? Kenn ich kaum. Egal, das ist eine gute Frage. Cell. Habe ich den eigentlich schon, oder? Nö, der wird sogar noch fehlen. Na, das ist doch mal interessant. Warte, der Retter ist da, wa? Ach ja, war die Geschichte in der Zukunft. C18 dann die Hauptdinger hier abschließen, wa? Klingt verlockend, Freunde, klingt verlockend. Aber erst in der nächsten Folge. Zurück hier bei Dragon Ball Xenoverse 2, Togepedia-Abschluss. Ja, mühsam jetzt das Eichhörnchen, aber man kennt's ja. In diesem Sinne, bis dahin und tschüss!